Jo, grüezi miteinander bei einem neuen Commentary von eurem Casebroad. Ja, gut, heute habe ich ein bisschen gemischte Themen, nicht eins speziell. Zuerst mal habe ich eine Frage zum Video, ob ich das von jetzt an immer machen soll. Und zwar habe ich ja in meinen Commentaries meistens irgendeine Musik im Hintergrund. Ich habe normalerweise die Musik immer am Schluss hingeschrieben vom Video, ganz am Schluss, irgendwie 30 Sekunden lang einfach die Titel und dann das letzte Lied noch auslaufen lassen, kann man sagen. Jetzt habe ich einfach oben links mal in die Ecke den Titel geknallt und wenn das Lied wechselt, wechselt auch der Titel. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist euch lieber? So, dann möchte ich mich schon mal entschuldigen für die Videoqualität, denn die ist ein bisschen schlechter als normalerweise. Und es hat auch keinen Ingame-Sound. Liegt ganz einfach daran, dass es bei uns übelst heiß ist. Ich glaube in Deutschland ist das auch so. Und mein PC an diesem Tag, als ich da gezockt habe, irgendwie ein bisschen Probleme hatte, wegen der Belüftung und allem. Also habe ich mit schlechterer Quali aufgenommen, dafür hat es halt nicht gelaggt. Gut, ich spiele hier auf Metro Angreifer und benutze die MK11, meine Lieblingssniper, wenn es um Halbautomatik geht. Und zwar mit dem 3,4-fach Zoom, der M145er 3,4-fach Zoom, dann der Schalldämpfer und der Vordergriff. Am Anfang läuft es, glaube ich, noch nicht ganz so gut, vor allem die Stelle hier, die war komisch. Naja, dann habe ich als Pistole die Rex dabei. Eigentlich meine Lieblingspistole. Ich finde zwar die 93R ein bisschen besser, aber mit der Rex kann man immerhin aus der Entfernung einiges mehr machen. Jedenfalls geht es mir um in nächster Zeit Videos hochladen. Wird sehr wahrscheinlich weniger sein, währenddem diese Hitzewelle ist, weil ich zocke in letzter Zeit ziemlich wenig, einfach weil ich da gar keinen Bock zu habe. Ich ziehe mir lieber irgendeinen Film rein im Kühlen oder so, als hier in durchgeheizten Kämmerchen zu sitzen, ne? Naja, durchgeheizt nicht, aber durch den PC kommt da halt doch ein bisschen Wärme rein. Jedenfalls werden in nächster Zeit ein bisschen weniger Videos kommen, wahrscheinlich. Nur noch alle 2 oder 3 Tage wahrscheinlich eins, und nicht jeden Tag, wie es jetzt in der letzter Zeit immer war. Liegt auch noch daran, dass meine Sommerferien schon wieder vorbei sind, seit 2 Wochen. Und ich jetzt halt in der neuen Schule bin und ich da halt immer mit dem Zug fahren muss, bisschen später zu Hause ankommen und alles. Aber ich denke, es ist doch möglich, immer noch regelmäßig Videos hochzuladen. Dann werde ich wahrscheinlich heute oder morgen oder so wieder ein bisschen Mirror's Edge aufnehmen, damit ich dann einfach jeden Tag einen Mirror's Edge Part hochladen kann. Damit ihr immerhin ein Video habt. Für die Battlefield-Liebenden ist das vielleicht nix, aber immerhin für ein paar. Und ja, Banjo Kazooie, nicht Kazooie, Banjo Tooie geht auch weiter, allerdings erst wenn ich quasi wieder Bock habe, auch mal wieder richtig was aufzunehmen, weil das spiele ich dann meistens 2-3 Stunden am Stück. Und mit dieser Temperatur ist das einfach übelst mühsam, was aufzunehmen. Ja. So, dann sage ich noch kurz was zur Waffe, denn die Waffe ist richtig geil mit dem Schalldämpfer und einem Zoom, wie ich ihn jetzt hier habe, finde ich die Waffe richtig geil. Also mit der kann man sogar gegen Sturmsoldaten und alles was reißen, wenn man ein bisschen aufpasst und gutes Aiming hat. Ja. Ah ja, übrigens hier. Guckt euch den Typen an. Ja. Der kapiert's. Wir sind unten schon lange im Tunnel und der da hinten am rumgammeln. Naja. Was will man machen? Ich habe nachher, glaube ich, sogar auf die Stats geguckt. Der hat Rang 10, glaube ich, gehabt oder sowas. Ja, da. Na, ist eigentlich egal.
Irgendwas wollte ich noch loswerden. Egal, ich springe einfach mal über zum nächsten Thema, und zwar Armored Kill. Das ja jetzt in nächster Zeit rauskommt, im September. Wenn es gleich wie bei Close Quarters Anfang September für die Premium-User. Und ich finde, das DLC sieht vielversprechend aus. Denn es gibt eine Nachtmap, die richtig cool aussieht, wegen einem Vollmond, den sie da eingebaut haben. Das sieht wirklich absolut einfach nur stylisch aus. Dann gibt es endlich wieder mal eine Schneemap. Die hat mir in Bad Company richtig gut gefallen und ich fand es schade, dass in Battlefield 3 nur Wüste und Sand und Dreck und alles, da war aber kein Schnee. Ja, freue mich drauf. Dann gibt es die größte Map aller Zeiten in einem Battlefield, was leider eine Wüste ist, wahrscheinlich einfach flache Kacke und ja, Artilleriegefeide, keine Ahnung, ob mir das gefällt, aber gespannt bin ich auf jeden Fall drauf. Ich hatte mir gedacht, da kann man vielleicht Long Range Sniping betreiben, aber bin ich mir nicht sicher, weil, wie gesagt, wahrscheinlich sitzen da alle in den Fahrzeugen drin. So, und dann gibt es noch eine Map, die glaube ich einfach ähnlich wie Caspian Border ist vom Design her. Nicht so hügelig, aber einfach auch so die Graslandschaft. Ja, wird wahrscheinlich einfach so ein Standard-Map, nichts Spezielles, aber auch nichts Schlechtes. Und was ich richtig geil finde, ist die Quad-Bikes kehren zurück. Yay! In Bad Company hat es übelst Bock gemacht, mit denen rumzufahren. Mal gucken, wie es jetzt wird. Und dann gibt es noch zwei andere Fahrzeuge, die dazukommen, die mich sehr interessieren. Und zwar die Artillerie und die AT-130. Weil ich denke mir, ein Flugzeug, in dem man zu zweit sitzen kann und auf die Gegner ballert, ist richtig geil. Und die Artillerie, wie soll ich sagen? Sagen wir mal so, wenn ich irgendein Strategiespiel zock, Command & Conquer oder auch irgendwelche Sachen von Nintendo, so Advance Wars oder solche Sachen. Ich bin immer der Typ, der aus der Entfernung schießt. Ja, gleich wie im Battlefield, ne, mit dem Sniper. Irgendwie in Strategiespielen ist das genau das gleiche, der Artillerie. Und dass das jetzt auch gibt in Battlefield, finde ich richtig Hammer. Also das interessiert mich wirklich und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Dazu kommt noch, dass ich diese Artillerie übelst stylisch finde, dass man da einfach so einen Raketenhagel fetzen kann. Ich frage mich nur, ob das vielleicht nicht ein bisschen OP ist. Aber ich denke mal, dass sie da schon mehr oder weniger balancen werden. Dann gibt es einen neuen Modus. Boah, wie hieß der? Es geht jedenfalls darum, den kennt man je nachdem aus Battlefield 1943 von der PS oder der Xbox. Das war ein konsolenexklusives Battlefield. Und da gab es oder besser gesagt ein Modus, wo eine Map war, die man eigentlich gar nicht richtig belaufen konnte. Man musste eigentlich praktisch in ein Flugzeug rein und dann gab es einfach Luftkämpfe. Sowas wird es jetzt wohl auch geben, einfach mit Panzern. Sprich, ich denke mal, es gibt immer noch Flugzeuge, obwohl, nee, dann könnten die Panzer nichts machen gegen die. Keine Ahnung, ob es Flugzeuge gibt. Ich könnte es mir vorstellen, da müssten sie aber irgendeine Luftabwehr auch einbauen. Und das Ganze ist dann wohl so eine Art Eroberung mit Panzern. Sprich, so übelst das Panzergefeite, Tankgeballer bis zum geht nicht mehr, ne? Der Modus spricht mich persönlich jetzt so vom Hören her nicht ganz so an. Erstmal, weil ich wirklich mehr der Infanterist bin, in Shootern nicht so der Fahrzeugbenutzer. Eigentlich sind Helikopter und halt die Fahrzeuge, um hinter die Gegner zu rushen, die einzigen, die ich benutze, richtig. Deshalb werde ich wahrscheinlich da nicht wirklich was reißen können. Allerdings denke ich werde da ein bisschen mehr lernen, mit Panzern umzugehen, was mir dann auch einen Vorteil in den normalen Maps bringt. Und ja, wird sicher geil.
Ich denke mir nur, etwas, was ein bisschen schade wird an dem neuen DLC, ich glaube, der Supporter kann man vergessen irgendwie. Weil der kann ja Fahrzeuge nur im Nahkampf ausschalten. Wenn die Maps riesig sind, bedeutet das sehr wahrscheinlich automatisch flach. Sprich, ziemlich schlechte Möglichkeiten an den Panzer ranzukommen. Und auf Flugzeuge kann man bekanntlich kein C4 legen. Hier übrigens wieder eine geile Szene. Ah ja, Sturmsoldaten halt, ne? Nee, aber ohne Scheiß, in Battlefield, das Balancing ist schon ganz gut, aber der Sturmsoldat ist in meinen Augen eindeutig zu stark. Weil, keine Ahnung, es kann für mich einfach kein Zufall sein, dass ich mit den Sturmsoldaten normalerweise etwa doppelt so gute Stats habe wie mit den anderen Klassen, obwohl ich den Sturmsoldaten bisher, glaube ich, sogar am wenigsten gespielt habe. Oder am zweitwenigsten. Normalerweise spiele ich als Sniper, da habe ich, glaube ich, mehr als die Hälfte der Spielzeit mit, und dann der Support da irgendwie ein Drittel und der Rest ist dann irgendwie Medic und Ingenieur. Ja, wie gesagt, Sturmsoldaten finde ich ein bisschen zu stark. In Bad Company waren die schon recht stark, allerdings nicht so stark. Da war es viel besser balanced, wie ich finde. Ich glaube, das liegt einfach ganz daran, dass hier die Heilung einiges wertvoller ist und die Unterdrückung eine große Rolle spielt. Denn ein Sturmsoldat kann mit seinen Waffen irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber irgendwie von mir aus gesehen kann er einfach immer noch mehr oder weniger treffen, obwohl er unterdrückt ist. Und der Sniper kann das überhaupt nicht. Der Supporter ja auch nicht wirklich. Und der Ingenieur kann's mehr oder weniger. Allerdings macht die Waffe vom Ingenieur halt nicht ganz so viel Schaden. Wäre sonst auch unfair. Aber ja. Hier auch wieder mal dumm gestorben. Wo ich glaube, ich werde survived. Dann zählt ja der Tod nicht. Eine Sache, die ich sehr geil finde in Battlefield 3, auch wenn dadurch die Stats immer ein bisschen besser ausschauen, als sie eigentlich wären. Theoretisch hätte ich hier irgendwie 5, 6 Tode mehr, als ich am Schluss habe. Aber naja. Ja. Dann wollte ich noch sagen, ich habe, je nachdem mache ich in ja, fangen wir so an. Ich habe ja kürzlich gerade eine Montage hochgeladen. Die kam eigentlich ganz gut an. Ich bin selbst auch ganz zufrieden damit. Dann ein Kumpel und ich, wir spielen ja meistens zusammen. Wir spielen Vietnam, also Battlefield Bad Company 2 Vietnam, Bad Company 2 einfach und Battlefield 3 eigentlich immer zusammen. Weil wir meistens auch um die gleiche Zeit on sind. Und dem ist das ganz geil. Je nachdem machen wir eine Duell-Montage. Mal gucken. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Allerdings ist da das Problem ein bisschen mit der Freizeit, weil da müsste er zu mir kommen und das Ganze auf einer Festplatte mitbringen oder irgendwie was in der Art, weil das ganze Zeugs übers Internet schicken ginge einfach zu lange. Und er ist meistens erst so nach 5 zu Hause, ich bin jetzt schon ein bisschen früher. Allerdings, ja, will man doch ganz gerne nach der Arbeit oder bei mir nach der Schule heim ein bisschen ausruhen und alles. Deshalb müssen wir mal gucken, wie das ausschaut. Aber ist ja auf jeden Fall eine Möglichkeit, je nachdem passiert. Ja, gut, da haben wir alles mehr oder weniger durchgekriegt. Denkt dran, in die Comments zu schreiben, ob ihr das mit den Musiktiteln oben hinschreiben besser findet wie am Schluss. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.